Hallo, lieve vriend. Vandaag gaat Jakobus kapitel 5 vers 7 nu al een beetje van reden. Wat zei ik? Und stellt je Gott. En stellt je gegen den bösen Feind. En ik geloof ook dat het wichtig is dat we ons gegen den bösen Feind stellen. Dat we gegen den bösen Feind gaan. Hij wordt moeten verlaten, want we Gott an uns haben. Want we Jezus haben angenomen. Und wir wirklich erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, wahre Geboren durch den Heiligen Geist. Dann wird der böse Feind mal verloren von uns. Ich würde wel jeden Christ merken, dass wir gegen den bösen Feind können. Ich war von der ersten Tag an viele Christen, die jeden Christen können. Ich glaube nicht, dass es so sein soll. Wir sind Christen, die stehen ab und sagen, hey, die doen dat alles so stil haben. Die doen so und so untreuen, das macht nicht so. Die machen ihn anders untreuen. Die machen ihn vielleicht den Wort aufschreiben, wenn die wel Christ sind. Weißt du, das sind Regeln. Dat zijn niet dingen gegen wat we verder zullen. Gegen dat wat veel wichtiger is, wat een wat is. Zijn door böse Gedanken binnen. Zijn door slechte Gedanken binnen, vielleicht van Hurerei oder damit böse Gedanken van Markt, wat immer dat is. Die weten dat wat de böse vindt, wat er gekomen is, om ons dood te merken. Ik geloof ook dat we zullen jeden zo'n stad zagen kunnen, dat we jeden den böse vindt zullen verder. We merken dat schwer. Wo wir uns alle unterhalten oder wo wir kreuz alle sein. Wo wir kreuz alle eten. Wir merken uns das schon mal dort. Für was? Für was? Die Bibel sagt, was an uns hineingeht, merkt uns nicht anrennt. Aber was rüttert. Da wir gegen den Feind fertig. Gegen den bösen Feind sind Worte, die wir sich kaputt merken. Jesus scheimt auf diese Welt. Om den böse Feind zijn Worte kaputt te maken. We alle eigen du aus dem Christ, aus dem Mara geborenen Christ, abstonden und gegen den bösen Feind hätte. Ich wünsche dir Gottes Segen, bei der nächsten.